Nu hier wie eine Geschichte, die wordt gebracht bei Onkel Abram Janzen von Bloemenheim in Saskatchewan. Kjeene Flint te Wiehnachten. Meine Papa hat kein Gebrauch für Menschen, die viel wären, oder wat Geld verbrucht und zu andere Sachen. Aber für so eine wat in Not wären oder in Trouble, für die hat alles übrig. Und von ihm habe ich gelehrt, dass Geben es besser als Nehmen. Das Jahr wie 1881, Peter wir dann 15 Jahre alt, und er sagt, ich wie verdrisslich. Dann ich konnte schon so nicht genug Geld für einen Tag bringen, dass ich mir 22 Flint kaufen. Ich wollte doch so jeden mal Hosen scheiten. Der jankert mich so sehr. Ich hatte al so lange immer gespart und ich konnte nicht genug Geld kriegen. Nu wird das helle Abend zu Weihnachten und wir hatten alles besorgt büten. Dat weer kalt en er weer veel Schnee. Ik kwam neer en trok mijn schouw uit en leed ik beim oven te drehen. Dan leerde ik mijn papa zullen aankomen, hij zal de Bibel nemen en lezen de Weihnachtsgeschichte. Zoals hij dat immer deed om hele Abend te Weihnachten. Nicht, dat mich dat interessiert, wat hij las, aber Papa milk ons immer satten en harchen en ik wilde schwind met Eva. Ik dacht bloos aan mijn Flint en mij jammer dat over mijzelf. Dat ik die Flint niet krijgen kon, dat we mij zo im Weg. Aber als Papa nen kon, dan kijkt hij bloos tot de deur nen en zegt, Peter, trek die warm aan, dat is kalt en dan kom helpen. Ik dacht so, wat is er nu nog zum helpen? Wir haben ja alles besorgt. Aber ich wist, wenn meine Papa sagt, komm, dann meint er, komm. Ich trok mich an, gut warm und jenke rüt. Dann sag ich, da wir Papa mit 2 große Pier angespannt für den Schleden, für der. Und ich wist, nu will Papa irgendwas tun, aber ich wist nichts von was. Ik kroop op de zatten op en dan voer we los. Hij voer bloos hinger im huis naar aan zijn grote haltklampen. En voer daarbij een funk aan halten op te draaien. En dan zei hij, Peter, kom help. Dan moest ik ook halt draaien. We hadden een zeer grote haltklamp en daar hadden we de zomer zeer aangeschaft. Dat halt hadden we alle gespoeld dat we rijt om hem overleggen. Nu vangt Papa aan halt op te laden en ik moest helpen. Met eenmaal vroeg ik hem, waarom doen we dit? Nou zei ik, Papa, best du kort bij de Wetfruitische geweest? Oder voorbij gefahren? Nou nee, ik weer niet. Dan zei Papa, ik voerde van der morgens voorbij. En ik zag de kleine Jacob, die stond er buiten am Schnee. Die probeerde halt uit dem Schnee te kleven. En die had bloos een paar zaken aan mijn feit gewikkeld. En dan wist ik dat we moesten die halt brengen. Dan zei ik al niets meer. Dan zei Papa, die Onkel Ties in de eerste jaar terug gestorven en die 3 kinderen zijn klein. Der Jacob ist noch mal bloß 8 Jahre. Und über dem soll uns dort jammern. Und dort deed je mich dann eveneens ook. Als wir dann die Fuhr halt mit der Zeit voll hatten, wir mussten dem ganz hoch voll laden, fuhr Papen best je wieder bei uns Rückhus. Dann ging er da nähen und holten gerekende Schenken rüt. En leed ihn ab dat halt. Dann fuhr er wieder bei unserer Sommerkirche. Dann ging er da hin und kam rüt mit einem großen Sack Mehl auf dem Scholler und noch ein Park in der Hand.
Dan vroeg ik Papa, wat is in dat kleine park? Sagt hij bloß, da sind Schaubahnen en een beetje Kinder. Wir hadden veel Fleisch geslacht, wir hadden ook Mehl en wir hadden ook veel Brennholz, dat wist ik. Aber die Schau en die Kinder, die moesten betaald. Dan dacht ik bloß aan mijn Flint, aan mijn 22 Rifle. Mir jammert über mich selbst, dass ich dem nicht kon haben. Wir fuhren dann am Stelles dort, die Tante Tische ihr Platz, dass wir so 2 Mil auf von uns. Als wir da auf dem Hafen abkommen, dann fuhr Papa hängen dort Hüs. Dann laut wir dort Halter auf, so still als wir können. Dann nahm Papa den Sack Mehl ab sein Scholler. En ik moest den Schenken nemen en dat pak wat hij dan nog had met de schouw en dan ging we naar de deur. We putterden een beetje aan en maakte de tante de deur een klein beetje open vroeg wer is daar, dat we er ganz diester werden. Papa zei dan zijn namen en dan zei dan ons, Peter is hier ook met. Dan vroeg Papa, kan we een beetje aankomen? Na ja, dan mögt sie ein bisschen der ob, dat wir nennen können, dann ging Papa nennen und lädt den Sack Mehl da auf dem Dash. Und ich trug dem Schenken da auch hin und lädt auch das Park da nennen. Dann sagt die Tante ein bisschen ran, nur ein Schwebel halt und steckt ihre Lampe an, dass wir was sehen können. Dann saßen die Kinder da alle 3 vor dem Ofen und probeerden sich abzuwärmen, aber da war schier so keine Herd in den Ofen, das brennt nicht. Das halt das wenig sehr. Dann jagt Papa die früh das Park und dann kickte da nähen und dann wären da Schaubahnen. Ein paar für die früh und für jeder Kind ein paar. Alles nie Schau. Die früh, die wiss ich nicht rot, sie posten die alle an und die posten alle kragt. Kickt nur die früh und ich sag, wo die Tronen von der Backen rollten und wundert, wo das scheint, dass wir als Sonntag haben gebracht. Wunderbar, nu wollen die Tronen bei mir auch all kommen, was ich dort sag. Dann sagt Papa zu mir, Peter, geh mal raus und hol einen Anfall halten nehmen. Da will wir dem oben mal ein bisschen Herd beibringen. Ging raus. Nu dachte ich al ganz anders, als ich erst had gedacht beim Handfahren. Nu rollten mir auch die Tronen buiten von den Ohren, als ich dachte, wo diese Familie in Wirklichkeit wird, das had ich nicht gewusst. Nu freute ich mich al sehr, dass meine Papa so hat getan als das. Als ich dann ankam mit dat halt, dann lädt wir dem Ofen mal voll halt und dann fängt das Boot an zu warmen. Und ich had mit einmal ganz verjeten von meinen 22 Flint, was mich so jankert. Als das dann das 4 gut brennen deed, dann nahm Papa dort seine Kinder uit dat Park uit und deelde die Kinder die Kinder tau. Und die arme Frau, die stond und bedankte sich und sagte, ich glaube, Gott hat uns geschickt. Dann ich und die Kinder, wir haben so gebeten, Gott soll uns Hilfe schicken. Und nu hat er uns dazu gebracht, um uns Hilfe bringen. Wo können wir uns aber jemals genug danken? Aber Papa sagt, wir sind uns kein Dank schuldig. Das sind wir schuldig zu tun. Dann sagt Papa, als wir dann rückgingen, meine Frau bestellt noch dort morgen zu dort Weihnachtsmittag, dann soll je alle ankommen. Dann sagt er die Kinder, wir kriegen den Kühnhohn nicht allein ab und die sollen uns kommen helfen, dem Uteten. Die Kinder, die werden aber Frau, die Tante, die können sich nicht sehr noch bedanken und die raubt uns Gott seinen Serien tau. Dort wir mir dann auch sehr, sehr frei, dort meine Papa und das hat getan.
Dan als we dan is op een weg, weer naar huis. We werden allebei stil, met eenmaal zegt papa, Peter, wie weten du, was zij hier in 22 Flint hebben te Wiehnachten? En we hadden ook geld opgespaard, die er te kijken. Dan kwam er een man, die weer mij wat geld schuldig van lang terug, hij betaalt mij dat. Nu hadden we genoeg, nu willen we dat kijken. Maar als ik naar stad voer, dan zag ik den kleinen Jakob, wo die door am Schnee ram, zeker die nog halt, en had bloos een paar zaken om een vet gewikkeld. Dan wist ik wat ik zou doen met dit geld. Ik hoop die was dat kunnen verstaan. Ja, ik zei, dat kan ik verstaan. Ik ben zeer stolz met mijn papa, dat hij zo'n had gedaan wat hij mij geleerd had, wie voor mij veel meer weet als ergens een Flint jemals kon zijn. En als ik aan die kinderen dacht, dan kreeg ik zo'n warme hart in mijn hart, zo'n vrijheid. Dan word ik aan dat mijn papa had mij veel meer gegeven als een Flint kon jemals weet zijn. Hij had mij geleerd dat geven als zal je als nemen. Amen. Wunder der